Guten Morgen, hey, welcome zum zweiten Tag, wo wir miteinander mit Worship, Gebet starten. Und heute habe ich auch noch ein kleines Abendmahl-Set vorbereitet für mich, weil wir zusammen, wenn du das möchtest, das Abendmahl nehmen und uns erinnern daran, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Und wenn du das möchtest, kannst du jetzt eigentlich Pause drücken. Du kannst, falls du irgendwo Brot und Traubensaft zu Hause hast oder ein bisschen Wein, ein bisschen früh für Wein, aber warum nicht? Und dann kannst du das jetzt Pause drücken in den Stream und dann das ready machen und mit mir dann zusammen später das Abendmahl zu dir nehmen. Heute, das Thema ist Jahwe Rapha. Gott heilt heute noch. Gott heilt heute noch. Und ja, ich weiß, das kann jetzt schon sein, dass die Ersten von uns getriggert sind und sagen, ja, schön für dich, Dave, dass du das so glaubst und siehst. Ich erlebe das ganz anders und ich darf dir von vorher weg einfach sagen, ich verstehe dich, ich höre dich. In meiner Familie werde ich jeden Tag mit demselben konfrontiert, dass wir auf ein Wunder warten, dass Gott eingreift und heilt. Nichtsdestotrotz sind ja unsere Leben in jedem Bereich also als Christen nicht aufgebaut auf unseren Gefühlen. Und schon sind wir nicht realitätsfremd, aber unser Leben sind aufgebaut auf den Verheißungen von Gott, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Und ich möchte dir so heute dich kurz ein bisschen mitnehmen in den Kontext, bevor wir dann zusammen einen Song singen und ins Abendmahl reingehen. Jesaja 53,5 steht folgende Prophezeiung über Jesus. Er wurde blutig geschlagen und durch seine Wunden, das sind die Wunden von Jesus, sind wir geheilt. Und das Bild von Krankheit in Jesaja, du kannst das natürlich das ganze Kapitel durchlesen, das lohnt sich, weil da wird der leidende Diener beschrieben, Jesus, the suffering servant. Und der wird beschrieben als eben der die Krankheit auf sich nimmt und die Sünde auf sich nimmt. Ja, im ganzen Jesaja, auch wenn du ganz vorne beim Buch beginnst, wirst du merken und auch sonst wo im Alten Testament ist Krankheit sehr oft ein Bild für Sünde, für eine Seuche, die uns zerfrisst von innen nach außen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja genauso. Und wenn wir über Krankheit sprechen und auch darüber, dass Gott, Jahwe Rapha, sich nennt, nämlich ich bin der Herr, der heilt, dann finde ich es mega wichtig, dass wir genau da beginnen und anfangen, nämlich dass Gott heilt dich von innen nach außen, er heilt deine Sünde, er nimmt sie weg, er wischt weg und eben auch nicht nur deine Sünde, sondern die Konsequenz der Sünden, nämlich Krankheiten, sei das in der Psyche, im Geist, Unstimmigkeiten oder eben auch im Körper. Das glaube ich mega fest und wir erleben das natürlich auch heute noch. Vielleicht kennst du selber Wunder von Leuten, die geheilt wurden in deinem Umfeld. Ich selbst habe begonnen, für Leute mehr zu beten, die krank sind, weil ich einfach die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, in meinem Umfeld sehen werde und habe gemerkt, wow, ab und zu werden Leute übernatürlich geheilt und werden gesund. Ich habe begonnen, diese kleinen Wunder für mich aufzuschreiben in mein Handy, in einem Notiz-App, weil ich sehen will und mich zurück erinnern will, oh, Gott hat wirklich eingegriffen. Und das gibt mir Mut, weil ich merke, wow, da kommen ja immer eine Geschichte nach der anderen dazu und ich will in dem innen drin laufen. Okay? Jetzt Jesus heilt heute noch, als er auf der Erde war, wurde genau das erfüllt, was Jesaja geschrieben hat. Nämlich in Matthäus 8, Vers 17 steht, dass Jesus hat Kranke gesund gemacht. Und warum? Um die Prophezeiung zu erfüllen, die Jesaja über ihn geschrieben hat, nämlich, dass er gekommen ist und dass er die Krankheit und die Sünde getragen hat für uns, für dich und mich. Und jetzt möchte ich mit dir zusammen das Abendmahl nehmen, bevor wir dann diesen Song singen, Haus des Vaters. Weißt du, ich liebe das ab und zu für mich selbst zu machen oder auch in Community, in Gemeinschaft, weil Jesus hat gesagt, nehmt das Brot und jedes Mal, wenn ihr das brecht und das zu euch nehmt, dann verkündet ihr den Tod und die Auferstehung von Jesus. Das ist doch crazy. Jedes Mal, wenn du das tust, erzittert die geistliche Welt um dich herum und du machst ein Statement, ja, ich klinke mich ein in den Tod und in die Auferstehung von Jesus Christus höchstpersönlich. Und da werden Wunder einfach möglich, ich sag's dir.
weil seit Jesus auf der Erde am Kreuz gestorben und auferstanden ist, hat er, so steht es in der Bibel, dem Teufel, hat er dem Teufel die Macht entrissen, die Schlüssel geklaut zum Totenreich. Und Tod und Leben stehen in seiner Gewalt. Und ich glaube das. Wenn du das auch glaubst oder glauben möchtest, dann kannst du mit mir zusammen das Abendmahl jetzt nehmen. Ich breche dieses Brot und sage, ich danke dir, lieber Jesus, dass du dein Leben für mich hingabst. Du hast mich so sehr geliebt. In Johannes 3,16 steht, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, hat ihn für dich und mich hingegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Du hast dich zerbrechen lassen, dass ich ganz sein kann. Gott hat sich zerbrechen lassen, dass du ganz sein kannst. Und zwar innerlich geheilt von Sünde, geheilt von deinen kleinen Mödeli und kleinen und großen Defiziten, die dich und dein Umfeld das Leben zur Hölle machen, und geheilt auch von Krankheit. Und Jesus, wir danken dir, dass wir in deinen Wunden geheilt sind. Und das ist immer ein Wunder. Für mich ist es ein Wunder, wenn Menschen gesund werden, ohne dass die Medizin jetzt, obwohl die Medizin ja auch ein Wunder ist, aber es ist immer ein Wunder, wenn du eingreifst, Gott. Und jetzt bitten wir dich einfach hier im Stream für alle Leute, die hier zuschauen, wenn du dich geplagt fühlst. Das kann sein, dass es etwas Innerliches ist, was man von außen nicht sieht. Depression kann auch eine Sünde sein, die du merkst, du kannst sie wie nicht abstreifen, ablegen, überwinden. Du fällst immer wieder ins selbe Muster rein. Oder es kann auch ein körperliches Leiden sein, eine Krankheit. Dann bitte ich dich jetzt heute Morgen, Vater, dass du uns heilst. Ich spreche dir Heilung zu. Nicht, weil du perfekt lebst, nicht, weil alles gut ist in deinem Leben, sondern weil Jesus diese Striemen, diese Wunden, diese Krankheiten auf sich geladen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du das getan hast. Und in deinen Wunden sind wir geheilt. Sprich das aus heute Morgen und sag, Jesus, in deinen Wunden bin ich geheilt. Danke, dass du mich gesund machst. Und dann lass uns dieses Brot kauen. Und auch wenn du dich nicht immer danach fühlst, Gott heilt. Wenn du zu seiner Familie gehörst, dann bist du geheilt. Diese Zusage hast du. Und manchmal passiert es sofort, manchmal im Prozess, und manchmal gewisse Dinge werden erst richtig gesund und ganz. Paulus schreibt von dem im Römerbrief, sagt, ja, ich warte, mein Körper, der sehnt sich so, dass ich im auferstandenen Körper bin und all diese Limitationen einfach weg sind. Auch das gibt's. Und in all dem, sagt auch Paulus, ich liebe den Typ, sagt er, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist unsere Perspektive. Also häng dich nicht auf an diesem Wunder, wann es kommt, ob es kommt, sondern vertraue, dass Gott am Schluss sein Wort hat. Und Schluss ist erst, wenn Schluss ist. Jetzt wollen wir noch den Traubensaft oder Wein zu uns nehmen. Da hat Jesus gesagt, ich vergieße mein Blut als Zeichen des neuen Bundes. Wow, wow, wow. Du bist nicht mehr auf dich alleine gestellt. Du bist inkludiert. Wenn du Jesus angenommen hast, sein Werk angenommen hast, sein Kind bist, dann bist du adoptiert in seine Familie. Du hast Privilegien eines Königssohnes, einer Königstochter. Du bist für gerecht erklärt. Der Schuldschein ist zerrissen, und das ist wegen dem Blut von Jesus, nicht wegen irgendwas, was du gemacht hast. Und heute Morgen, Jesus, erinnere ich mich an das, was du getan hast am Kreuz. Du bist gestorben, auferstanden, hast dein Blut vergossen, damit ich in deiner Familie sein kann, damit ich ewiges Leben habe und nicht mehr unter dem Zorn bin, sondern versöhnt mit dir und eine Ewigkeitsperspektive. Jesus, ich liebe dich. Prost.
möchte dich ermutigen, dass wenn du wieder Leuten über den Weg läufst, die vielleicht krank sind, dass du beginnst zu beten. Das muss nicht peinlich sein, du musst auch nicht mega eine Show draus machen. Du kannst einfach sagen, darf ich für dich beten? Auch dein Nachbar, du kannst es auch mitnehmen dann in deine Gebetszeit, wenn du nicht den Mut hast, das gerade vor Ort zu machen. Aber lass uns wieder glauben, dass Gott Wunder tut, weil sein Reich ist angebrochen, als Jesus auf die Erde kam. Und sein Reich ist immer noch am Durchbrechen. Und wenn er zurückkommt, wow, dann ist alles gut und er wird jede Träne abwischen. Aber bis dann sind wir seine Botschafter, die beten, dass Gott sein Reich aufrichtet, dass Gott heilt, gesund macht. Und die beste Botschaft, die es gibt, die wollen wir niemandem vorenthalten. Komm, wir singen miteinander vom Haus des Vaters, weil Gott lädt uns ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und dann in der Bridge werden wir davon singen, was da in diesem Haus vom Vater passiert. Weil da ist Freiheit, da ist Heilung. In seinem Haus bleiben wir für alle Zeit. Das ist unsere Perspektive. So, jetzt richten wir uns unsere Seele auf Jesus aus. Ready? Komm ins Haus des Vaters, komm. Er gab alles für dich hin. Komm, er erwartet dich, komm. Jedes Herz soll auf ihn schauen. Komm. Du verdienst die höchste Ehre. Du verdienst ein Lob, das bleibt. Alles ruft laut heilig, heilig. Du bist würdig und so würdig. Komm da ins Haus des Vaters, komm. Er gab alles für dich hin. Komm, er erwartet dich, komm. Jedes Herz soll auf ihn schauen. Komm, du verdienst alle Ehre, Gott. Du verdienst die höchste Ehre. Du verdienst ein Lob, das bleibt. Alles ruft laut heilig, heilig. Du bist würdig und so würdig. Du verdienst die höchste Ehre. Du verdienst ein Lob, das bleibt. Alles ruft laut heilig, heilig. Du bist würdig und so würdig. Oh, ich komm in dein Haus, Vater. Oh, du empfängst mich und liebst mich, nimmst mich an. Komm und heile uns heute, komm und berühre uns mit deiner Kraft. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Da ist Freiheit, da ist Heilung. Hier in deinem Haus bleib ich alle Zeit. Mächte zittern, Mauern fallen in der Gegenwart des Allmächtigen. Da ist Freiheit, da ist Heilung. Hier in deinem Haus bleib ich alle Zeit. Mächte zittern, Mauern fallen in der Gegenwart des Allmächtigen. Da ist Freiheit, da ist Heilung. In deinem Haus bleib ich alle Zeit. Mächte zittern, Mauern fallen in der Gegenwart
ist ein Lob, das bleibt. Alles ruft laut, heilig, heilig. Du bist würdig, oh so würdig. Oh, ich halte nicht hin heute Morgen. Heiliger Geist, komm, wirk. Wir brauchen dich, brauchen deinen Mut. Ich brauche deine Hand, ich brauche deinen Wind in meinem Leben. Komm, Heiliger Geist. Komm, lade den Heiligen Geist ein, dass er dir die Kraft schenkt für heute, diesen Botschafter von ihm zu sein, das Reich Gottes in dein Umfeld zu tragen und auch in dein eigenes Leben. Da ist Heilung, da ist Freiheit in seinem Haus. Da gehörst du hin und sein Reich, das bringen wir auf die Erde. Komm, Heiliger Geist, gib mir die Kraft, gib mir die Weisheit. Show me your glory, show me your glory. Oh. Du bist willkommen in meinem Haus. Oh. Der Vater spricht dir heute Morgen zu. Du bist willkommen in seinem Haus. Es gibt einen Bibelvers in dem Psalm, der sagt, ich darf dein Haus betreten, dank deiner großen Gunst. Falls du immer noch das Gefühl hast heute Morgen, dass du dir die Gunst Gottes und seine Liebe oder den Eintritt in sein Haus verdienen musst, dann möchte ich dir sagen, dann wirst du nie in dieses Haus kommen. Du kommst nur in dieses Haus, wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Und sagst, okay Jesus, ich kapituliere, ich verdiene mir das nicht mehr selber. Ich nehme deine Gnade an. Und Jesus spricht dir heute, der Vater spricht dir heute zu, Jesus auch. Du bist willkommen in meinem Haus. Du bist willkommen in meinem Haus. Ich habe auf dich gewartet. Du bist willkommen in meinem Haus. Du bist willkommen in meinem Haus. Oh, oh. Ich befreie dich von aller Sünde. Heile jede Krankheit von dir. Führe dein Herz in Frieden. Ich führe dich in die perfekte Ruhe. Und du bist willkommen in meinem Haus. Du bist geliebt und gewollt. Du bist willkommen in meinem Haus. Hey. Da ist Freiheit, da ist Heilung. Hier in deinem Haus bleib ich alle Zeit. Mächte zittern, Mauern fallen in der Gegenwart des Allmächtigen. Danke Gott. Du bist würdig, oh so würdig. Danke Gott. Nimm diese Gegenwart Gottes in dein Leben mit heute. Egal was du gerade durchläufst, Gott ist bei dir. Die Hoffnung bleibt, Gott heilt heute noch. Ich nehme es Wunder, vielleicht hast du so eine Heilung bereits erlebt oder du weißt, Gott, du spürst, dass Gott was am Tun ist in deiner Seele, dann lass es sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. Yes. Ich glaube, das ist es für jetzt, für heute Morgen. Ich finde den Ausgang nicht mehr aus dieser schönen Chordfolge, aber ich segne dich einfach mit der Liebe Gottes und seiner Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist mit dir, der hat dir jedem Gläubigen zugesagt. Be blessed und erinnere dich daran, Yahweh Rapha, Gott ist dein Arzt und er heilt auch heute noch. Was Jesus getan hat vor 2000 Jahren, das hat seine Kraft bis heute nicht verloren. Yes, be blessed und ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder dabei bist beim nächsten
Thema, wieder mit Worship und Gebet zu starten. Ciao, mach's gut.